Du hast auch schon mal einen Hase oder eine Maus in der freien Wildbahn gesehen. Oder vielleicht hast du ja ein Meersäule als Haustier. Sie alle sind Nagetiere. Der Name kommt von ihren grossen und starken Vorderzähnen. Mit denen können sie Nüsse, Äste und Wurzeln und Knollen fressen. Die meisten Nagetiere sind recht klein. Die Baumstämme hier hat aber nicht eine Maus oder ein Eichhörnchen angeknabbert, sondern ein Nagetier, das viel grösser ist. Ein Biber. Er ist das grösste Nagetier in Nordamerika und in Europa. Biber haben gerne Bäume. Zum Fressen und auch zum Bauen. Am liebsten fressen Biber die Rinden und Knospen von der Espe. Und am zweitliebsten die von der Birke. Sie finden die Espe mit ihrem grossartigen Geruchssinn. Sie haben nämlich ein spezielles Organ zwischen ihren Nasenlöchern. Mit dem können sie auch im Wasser schmecken. Und das, obwohl ihre Ohren und ihre Nase beim Schwimmen zu sind. Hier hat der Biber mit seinen Zähnen am Stamm geknabbert. Der Biber knabbert, weil er seine Vorderzähne abschleifen muss. Die wachsen nämlich jeden Monat etwa 2,5 cm, das ganze Leben lang. Darum sieht man manchmal dicke Bäume, die halb durchgebissen sind. Auch da ist ein Biber vorbeigekommen, aber nicht zum Zähne abschleifen. Der hier hat Baumaterial gesucht. Biber fällen viele Bäume. Sie brauchen sie für die Konstruktion von ihrem Bau und von ihren Dämmen. Der grösste Teil des Baus ist unter Wasser. Von außen sieht man nur den obersten Teil. Man könnte meinen, es sei einfach ein wilder Haufen Holz. Aber der Biber platziert die Baumstämme sehr sorgfältig. Sie haben nämlich zwei wichtige Funktionen. Erstens beschützen sie ihn vor seinen Feinden und zweitens geben sie ihm im Winter warm. So einem Bau sagt man auch Biberburg. Anfang Sommer kommen die kleinen Biberbabys auf die Welt. In den ersten paar Wochen bleiben sie im Bau, wo sie geschützt sind. Etwa mit 1 lernen sie schwimmen, Futter suchen, Bäume fällen und alles andere, was man braucht, zum Überleben. Sie lernen alles von ihren älteren Geschwistern. Ihre Eltern haben keine Zeit und kümmern sich schon um die nächsten Jungen. Um sich vor Gefahren zu warnen, brauchen Biber ihren Schwanz. Der Schwanz sieht etwas aus wie ein Ruder. Wenn der Biber mit seinem Schwanz aufs Wasser hält, ist es höchste Zeit zum Flüchten. Der Schwanz kann aber noch mehr. Beim Schwimmen brauchen die Biber wie ein Ruder an einem Boot. Siehst du, Biber haben wahnsinnig gerne Wasser. Sie haben auch sehr viel Energie und sind sehr fleissig. Im Wald, wo sie Bäume fällen, und im Wasser, wo sie ihre Biberburgen bauen.
Biber schauen eigentlich nur für sich selber und ihre Familie. Und trotzdem sind sie wichtig für ihre Umgebung. Sie bauen nämlich nicht nur ihre Biberburg, sondern auch Dämme. Die sind manchmal mehrere 100 Meter lang. Der Damm hebt wie eine Staumauer das Wasser zurück. Durch das fließt es dann viel langsamer. So gibt es aus einem Fluss mit der Zeit einen Teich. Der Biber schaut, dass das Wasser vom Teich genug hoch ist. Der Eingang zum Baum muss nämlich immer etwa 60 cm unter Wasser sein. Wenn Bibers Wasser stauen, wird der Wald rundherum feucht. Das zieht Pflanzen, Tiere und Insekten an, die gerne feuchte Böden haben. Und wenn das Wasser nicht mehr so schnell fließt, dann sinkt Lehm und Sand auf den Grund. Durch das wird das Wasser klarer und das ist gut für viele Fische. Der Teich spielt auch eine wichtige Rolle für grössere Tiere. Sie kommen dort her zum Trinken und Schwimmen oder zum Jagen. So entsteht ein Waldabschnitt, wo es vielen Lebewesen gut geht und wo sie sich vermehren können. Wenn es stark und regnet, hebt der Biberdamm das Wasser zurück und hilft, dass es keine Überschwemmungen gibt. Ohne Biberdämme wären viele Flüsse und Bäche schneller und geradliniger. Es würde also nur wenig Wasser in den Boden absickern. So aber kann sich mehr Grundwasser bilden, das wir Menschen später trinken können. Biber machen aber auch Probleme. Sie fällen manchmal so viele Bäume, dass der Wald sich nicht mehr erholt. Das ist vor allem dort das Problem, wo die Bäume nur langsam wachsen. Auch das Zusammenleben mit den Menschen ist manchmal schwierig. Es kommt immer wieder vor, dass Biber auf Felder von einem Bauern fressen. Trotzdem spielen Biber und ihre Teiche in der Natur eine wichtige Rolle. Dank ihnen gibt es weniger Überschwemmungen und viele Tierarten finden einen neuen Lebensraum.